Was ist ein gutes Leben? Wie beeinflusst die eigene Biografie die Antwort darauf? Und wie verhindert man, am Gewicht dieser Frage zu verzweifeln? Darüber spreche ich mit dem Schweizer Schriftsteller und Büchnerpreisträger Lukas Berfuss. Er hat neu das Einsiedler-Welttheater geschrieben, das sich mit genau solchen existenziellen Fragen beschäftigt. Ja, Herr Berfuss, sind Sie ein zufriedener Mensch? Ja, ich bin ein zufriedener Mensch. Ich bin nicht immer ein zufriedener Schriftsteller. In der Kunst ist Zufriedenheit keine Tugend. Und da bin ich doch sehr ehrgeizig und versuche immer noch etwas zu finden, was ich verbessern könnte, nochmal korrigieren. Und diese innere existenzielle Unruhe gehört auch zu mir. Aber grundsätzlich bin ich sehr glücklich, am Leben zu sein. Was macht Sie so glücklich oder was lässt Sie so zufrieden sein als Mensch, Berfuss jetzt? Jeden Morgen zu erwachen und einen neuen Tag zu haben und ein Herz, das schlägt und Freunde, die man sieht und meine Arbeit natürlich, das Theaterspielen, das gehört dazu. Und ich bin ein sehr privilegierter Mensch durch meine Kunst. Durch das Schreiben habe ich eine Aufgabe und der kann ich mich jeden Tag mit meiner ganzen Kraft und mit meiner ganzen Sorgfalt und Hingabe widmen. Und das ist ein großes Geschenk und ich werde das nie erschöpfen. Das ist auch etwas Fantastisches. Ich weiß, dass ich die Sprache nicht erschöpfen kann, dass ich nie an eine Grenze komme. Und jetzt mit dem fortschreitenden Alter ist das nicht nur eine theoretische Einsicht, sondern ich sehe das. Ich habe mehr Projekte als Lebenserwartung. Und das ist was Tolles. Was würden Sie denn sagen, wie oft haben Sie sich im Vorfeld von diesem Stück, das Sie jetzt eben geschrieben haben, das Einsiedler-Welttheater, die Frage gestellt, was das gute Leben denn eigentlich ist? Weil das ist ein grundlegendes Thema dieses Stückes. Jeden Tag. Also ich glaube, die Auseinandersetzung mit diesen Fragen sollte eine tägliche Praxis sein. Und das Memento Mori, das daran denken, dass man sterblich ist eine essentielle Notwendigkeit, um ein gutes Leben zu haben. Und ich praktiziere das seit immer täglich, die ganze Zeit. Aber das kann ja auch unheimlich herausfordernd und verzweifelnd sein, die ganze Zeit sich mit solch existenziellen Fragen zu beschäftigen oder vor die gestellt zu finden. Das erlebe ich überhaupt nicht so. Ich erlebe es als eine große Erleichterung bei den Entscheidungen, die man trifft, die man ja treffen muss in seinem Leben. Weil es einfach gewisse Entscheidungen vorwegnimmt. Ist das jetzt das Richtige oder das Falsche? Absolut. Also im Angesicht der eigenen Sterblichkeit erledigen sich sehr viele Dinge. Auch die ganzen Petitessen des Alltages werden plötzlich nebensächlich. Und vor allem ist es auch einfach eine Tatsache. Wir müssen alle eines Tages Abschied nehmen von dieser schönen Welt und wir haben uns darauf vorzubereiten. Und ich finde, ein glückliches Leben ist ein Leben im Bewusstsein dieser Tatsache. Und wie bereiten Sie sich darauf genau vor? Kann man ja eben nicht. Das ist die schöne widersprüchliche Dialektik. Wir können das Leben nicht üben und wir können auch dieses Sterben, das heißt es bei Montaigne in seinem wunderbaren Essay, das sei die Sache, die man nicht üben könne. Ich glaube trotzdem... Also Philosophieren heißt sterben lernen letztlich auch. Eindeutig, ja, das glaube ich. Und ich finde, dass das einfache Leben hat etwas sehr für mich Reizvolles. Ich suche eigentlich immer die einfachen Dinge. Was meinen Sie damit? Was ist Einfachheit? Einfach ist für mich alles, was ich in jedem Augenblick tun kann, was mir immer zur Verfügung steht. Und das, was mir zur Verfügung steht, ist sicher mein Kopf und meine Gedanken. Das heißt, die Entwicklung meines Bewusstseins ist eine Praxis, die kann ich jeden Tag machen, überall, auch hier. Oder das andere ist, dass ich versuche teilzunehmen, aufmerksam zu sein und sorgfältig zu sein. Und das ist eigentlich sehr einfach, aber überhaupt nicht leicht. Und wenn man das verstanden hat, hat man eigentlich immer eine
eine Aufgabe mit sich. Also eine Aufgabe, das bedeutet auch eine gewisse Form vom Sinn, also auch eine Richtung im eigenen Leben. Bedeutet das aber auch, dass das sinnhafte Leben ein glückliches Leben zur Folge hat? Das ist eine große Frage. Ein sinnhaftes Leben, darüber entscheide ich nicht. Ob mein Leben sinnhaft ist, darüber entscheiden andere. Und entscheidet Wer denn? Die Menschen, die ich liebe und mit denen ich meine Zeit verbringe. Und auch die Menschen, die kommen werden. Ich schreibe ja Bücher und diese Bücher werden mutmaßlich älter als ich. Und als Schriftsteller lebe ich auch im Bewusstsein, dass kommende Generationen meine Bücher schreiben werden. Und ob das irgendeinen Sinn hat, was ich da geschrieben habe, das hoffe ich natürlich, aber ich habe leider erstens keine Garantie dafür und zweitens werde ich es nie überprüfen können. Aber das ist ja spannend, das heißt, Sie verbinden die Sinnhaftigkeit oder Glücklichkeit dann eben vom Leben ganz stark mit Ihrer Tätigkeit als Schriftsteller. Jetzt nicht unabhängig davon, als Nein, Mensch. das ist sicher so, absolut. Und ich bin da natürlich auch sehr privilegiert, wie gesagt, und sehr glücklich, weil Schreiben ist eine Sache, die orientiert mich in die Vergangenheit durch das Lesen, in der Gegenwart, durch die Praxis, nicht wahr? Ich fülle meine Blätter mit meiner Handschrift und das sind eigentliche Übungen die ganze Zeit, auch Konzentrationsübungen und Übungen, man kann sagen, das hat etwas Meditatives, so durch die ständige Wiederholung dieser Übungen kriegt man eine Orientierung und ist auch gesund. Und das andere ist natürlich in die Zukunft. Das ist, die Tradition reicht eben auch in die Zukunft. Und das ist gerade in krisenhaften Zeiten ist das ein großes Geschenk und ich bin sehr froh darum. Und ich glaube, dass man das auch weitergeben kann. Das heißt, Schreiben und Lesen sind für ein gutes Leben und ein orientiertes Leben und ein bewusstes Leben absolut entscheidend. Und hier drin schreiben Sie ja das zum Beispiel, also das ist sozusagen so etwas wie Ihr Orientierungsheft, da steht März 2024 drauf, dann können Sie in Zukunft wieder da hingehen und schauen, wie Ihre Orientierung damals ausgeschaut hat. Ja, genau, ich habe natürlich viele von diesen, das ist jetzt eins, habe ich im März begonnen und je nach Ort, wo ich hingehe, jetzt sind sie manchmal ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner, aber Papier und Stift ist halt einfach immer da. Und das ist auch das Wunderbare an meinem Beruf. Ich brauche eigentlich keine Technologie und ich brauche sehr, sehr wenig. Und der Aufwand, damit ich mein Geschäft betreiben kann, ist wie geschaffen für nicht sesshafte Menschen. Das hat mit meiner Biografie sehr viel zu tun, dass ich immer darauf angewiesen war, dass ich in jedem Augenblick ohne Besitz etwas mit meiner Zeit anfangen konnte. Und das Füllen von Papier und das Formulieren gehört dazu. Aber eben, je mehr sich davon ansammelt, desto mehr ist man sich bewusst, man altert. Ja. Von Schopenhauer gibt es ja auch diesen Ausspruch, jedenfalls hat er das Zitat, dass er sagt, die ersten 40 Jahre liefern den Text und die nächsten 30 Jahre seien der Kommentar dazu. Und das ist insofern sehr spannend, finde ich, weil das bedeutet ja, die 30 Jahre, die danach kommen, sind unheimlich zentral, weil sie uns erst die 40 Jahre davor verstehen lassen. Nun sind Sie selber 52, glaube ich. Das sagt man nicht. Wir können einfach sagen, nun sind Sie doch auch über 40. Genau. Wie schauen Sie darauf? Würden Sie sagen, dass das stimmt? Wie empfinden Sie das? Also Arthur Schopenhauer war ein außerordentlicher Philosoph und er hatte seltsame Ideen, viele seltsame Ideen. Und ich wüsste jetzt nicht, ich müsste diese Referenz anschauen, aber wo er sicher recht hat, ist, dass uns die Kindheit definiert. Ich müsste gar nicht sagen, jetzt die ersten 40 Jahre. Ich bin der Überzeugung, dass das, was in den ersten 10, 15 Jahren unseres Lebens geschieht, das definiert uns ein Leben lang. Und wir haben uns die ganze Zeit mit uns als Kind auseinanderzusetzen. Und das kann man auf die eine oder andere Weise tun. Ich glaube, ein gesundes Verhältnis zum Kind in sich und zu den kindlichen Eigenschaften auch, also jenen Eigenschaften, die man den Kindern zuschreibt. Das eine ist sicher die überbordende Vorstellungskraft, das andere ist das Schmollen, das gehört irgendwie auch zum Kind,
das Neugierige gehört auch dazu. Das sind alles Dinge, die behalten eine Brisanz im Leben. Und diese Brisanz aufrechtzuerhalten, das scheint mir entscheidend zu sein für ein gutes Leben. Und wenn man vollständig erwachsen geworden ist, dann ist das ein großes Unglück. Wenn man immer nur Kind bleibt, ist es auch ein großes Unglück. Das heißt, der Umgang damit ist wichtig. Aber wenn Sie sagen, der Kommentar dazu, dann werde ich natürlich so ein bisschen hellhörig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich nicht der Exeget meiner selbst sein. Ich möchte jeden Moment neu leben können und mich auch neu definieren können und auch verwandeln können. Und da sind wir natürlich mitten im Theater. Ein gutes Leben ist ein Leben mit dem Theater in meinem Fall. Ein Leben mit dem Theater. Ich habe die Referenz auf Schopenhauer auch reingenommen, weil im zweiten Akt ihres Stücks in diesem Einsiedler Welttheater, da spricht der Autor: «Das Leben ist nie, was wir haben, denkt, und erst wenn sie abgespielt ist, verstehen wir unsere Rolle.» Ja. Und das ist doch interessant. Da habe ich mich gefragt, stellen Sie sich das selber so vor, dass wir das Leben zwar vorwärts bewältigen, aber erst rückwärtsgewandt sozusagen verstehen? Das ist leider wirklich so, ja. Und das betrifft ja nicht nur unser persönliches Leben, sondern das betrifft ja die Geschichte. Als menschliche Wesen haben wir einen Überblick über die Geschichte, die ist grenzenlos. Und sie betrifft die Vergangenheit sowie die Zukunft. Wir haben die Fähigkeit, uns in einer Zeit zu orientieren, aber uns auch einen Platz in der Zeit zu geben. Und diese Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition auch, mit der persönlichen Tradition, aber auch mit der Tradition der Gesellschaft, ist natürlich kulturbildend. Und wenn man schreibt, dann lebt man in diesem Bewusstsein. Nur ist das Leben, wie der Autor so richtig sagt, wirklich immer noch mal etwas anderes, weil es will im Augenblick gelebt werden, im Augenblick empfunden, im Augenblick bewältigt auch. Und es geschehen ja auch immer wieder Dinge in einem Augenblick und dann ist alles anders. Und wir wissen nicht, was mit uns geschieht. Wir tun zwar die ganze Zeit so, als wüssten wir es, aber es gibt diese Schicksalsschläge, so nennt man sie, und die schlagen wirklich. Und manchmal bringen sie einem auch unverschämt viel Glück und manchmal nur das Elend. Wir werden da bestimmt noch ein bisschen eintauchen. Da ist ja Ihre Biografie auch relativ bewegt von solchen Schicksalsschlägen. Sie haben jetzt davor aber gesagt, die eigene Rolle in der Zeit auch finden. Und es ist doch so, dass wir Menschen auch das Bedürfnis haben, bedeutungsvoll zu sein. Deshalb habe ich zuvor auch gefragt mit dem sinnhaften Leben. Und da liegt ein bisschen die Krux vielleicht, oder? Ich habe vor einiger Zeit den Zen-Mönch und Abmuo Nölke bei mir gehabt. Und der hat etwas sehr Erstaunliches gesagt. Wir hören ihm gleich kurz zu. Er sagt nämlich, das Leben ist so viel schöner ohne dich. Fast immer fragen wir uns, wenn wir etwas tun, was bringt mir das? Was kriege ich davon? Und selbst wenn wir meditieren, wann werde ich endlich erleuchtet? Werde ich jetzt ein glücklicherer Mensch? Und es ist genau dieser Bezug auf dieses Ich. Es geht immer um mich, der zu zwischenmenschlichen Konflikten führt, der uns unglücklich macht und der letztlich auch das Loslassen verhindert. Wenn man aber innerlich schon in den Sarg gestiegen ist, wenn man weiß, das Spiel ist sowieso zu Ende irgendwann und die Punkte, die ich täglich versuche zu sammeln, ich muss sie alle zurückgeben. All das Geld, all die Beliebtheit beim anderen Geschlecht oder beim selben Geschlecht, all die schönen Klamotten, das Auto, das Haus, ich muss es alles abgeben. Dann kann man vielleicht auch heute schon ein bisschen absehen von diesem Ich. Zu leben wie ein Toter bedeutet, ichlos zu leben, das heißt, auch für die anderen mal da zu sein. Und nicht immer das Gefühl, du nimmst mir jetzt die Zeit. Ne? Aber ich würde es vielleicht jemandem sagen, guck mal, die Welt ist doch so viel schöner ohne dich. Ja, was können Sie dem abgewinnen? Wie lange haben wir Zeit? Ich bin sehr kritisch gegenüber dem Zen. Ich bin deshalb sehr kritisch, weil die Entstehungsgeschichte, ein wesentlicher Teil der Entstehungsgeschichte geschah in einer Militärdiktatur. Und eine Militärdiktatur
bedingt, glaube ich, eine solche Haltung, eine Weltabgewandtheit. Einfach deshalb, weil der öffentliche Raum nicht mehr zugänglich ist. Wir sehen eine europäische Parallele zum Zen-Buddhismus. Das ist der Stoizismus. Und der Stoizismus hatte eine hohe Blüte im augusteischen Zeitalter, als die Öffentlichkeit auch nicht mehr zugänglich war. Es war einfach lebensgefährlich. Und das heißt, dieser Abschied, bei Seneca ist das ist eigentlich fast wortwörtlich Seneca, was der Zen-Mönch hier sagt, ist es, Freunde sind nicht gut, besinne dich auf deine Möglichkeiten. Und diese Todessehnsucht, die da drin ist auch, ich glaube, die ist spirituell sehr attraktiv. Aber wir sind nicht nur spirituelle Wesen, wir sind auch politische Wesen und gesellschaftliche Wesen. Und wir müssen in einer Gesellschaft, in einer demokratischen, in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer hoffentlich egalitären Gesellschaft Lösungen finden für die Probleme dieser Zeit. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn es zu viel von dieser monastischen Innerlichkeit gibt. Aber das Spannende ist ja, Sie nennen das jetzt einfach Abgewandtheit. Allerdings, worum es ihm oder dem Zen ja insgesamt geht, ist diese Abstrahierung von diesem Selbst, auch diese letztlich Auslöschung dieses Selbst. Ja. Und dass es ganz viel von diesem menschlichen Streben, das uns auch zu Leiden führt, daran hängt, dass man so stark auf dieses Selbst fokussiert ist. Können Sie dem nichts abgewinnen? Doch, aber ich sehe das natürlich in einem historischen Zusammenhang. Und dass wir eine so große Sehnsucht danach haben, ist einfach dialektisch beginnt, weil wir wirklich in einer egozentrierten Zeit leben. Und ich würde lieber eigentlich herausfinden, wie wir gesellschaftlich die Veränderungen angehen können, damit es vielleicht weniger braucht von diesem monastischen Ideal, von diesem Zen-Ideal. Ich würde mich auch immer dagegen wehren wollen, dass wir diese Dinge einfach nur personalisieren. Dass es dann letzten Endes eine persönliche Praxis ist, die uns ein glückliches Leben bringt. Und das ist nicht so. Also wir sind politisch und gesellschaftlich bedingt und müssen die Dinge auch gemeinsam bewältigen können. Was ich allerdings ein wichtiger Punkt finde, war sein Eingangssatz, das mit der Belohnung. Dass man nicht auf eine Belohnung wartet. Das ist ein richtig gutes Rezept, um glücklich zu werden. Wenn man die Dinge, die man tut, aus sich selbst heraus tut und auch legitimiert, weil sie gut in sich sind und nicht im Hinblick auf irgendeine Belohnung. Weil das andere, was dann sonst auch sehr präsent ist, ist die Bestrafung. Und diese Bestrafungsszenarien, die müsste man bald überwinden. Ja. Das ist ja spannend, weil das bringt mich eigentlich zum Rahmen dieses Gesprächs, weil Sie haben eben dieses neue Welttheater geschrieben, das am 11. Juni Premiere feiert. Und der Ursprungstext, das große Welttheater eben von Pedro Calderón de la Barca geschrieben, 17. Jahrhundert. Damit war ein großes Spektakel verbunden. Ich glaube, wochenlange Festivitäten und Wagen, die rumfuhren und Masken und Schauspieler, Tänzerinnen und so weiter. Und seit 1924 eben auch in Einsiedeln aufgeführt. Das heißt, 100-jähriges Jubiläum. Schauen wir uns doch ganz kurz die Geschichte davon an. Peter Erkelenz von der Deutschen Calderón-Gesellschaft begeisterte im Sommer 1924 Einsiedeln mit der Idee, auf dem imposanten Klosterplatz das große Welttheater des spanischen Barockdichters Calderón de la Barca aus dem Jahre 1635 aufzuführen. Seit 1924 fanden 16 Spielperioden dieses Welttheaters statt. Bis heute besuchten 1 Million Menschen die Aufführungen. Die ersten Spielperioden verwendeten die Übersetzung von Joseph von Eichendorff, der Calderóns Sicht einer gottgewollten Weltordnung wiedergab. Diese bot dem Menschen keine andere Wahl als die, seine Aufgabe so recht wie eben möglich zu machen, so wie es ihm der Meister geboten hatte. Bis 1970, der dritten Inszenierung von Erwin Kohlund,
wurde der Eichendorff-Text gespielt. Doch dann wurde Kritik an der Darstellung der starren, hierarchischen Weltordnung, wie sie im Welttheater gezeigt werde, überlaut. Die Welttheatergesellschaft Einsiedeln reagierte mit einer längeren Spielpause und dem Auftrag an Gerd Kübel, 1981 eine zeitgemäße Fassung zu schaffen, in einer neuen Sprachversion, die inzwischen auch andernorts aufgeführt worden ist. 1987 und 1992 inszenierte Dieter Bitterli eine neue Fassung des barocken Historienspiels, aber wieder auf dem Text von Eichendorff. Nach einer erneuten Pause wagte die Welttheatergesellschaft den entscheidenden Schritt. Sie beschloss, auf der Basis des geistlichen Spiels von Calderon ein neues Stück schaffen zu lassen, das grundlegende Wertewandel und soziale Veränderungen berücksichtigt. Der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann, der die Klosterschule Einsiedeln besucht hatte, nahm die Herausforderung an. Aus dem abstrakt zeitlosen Spiel wurde ein konkret zeitbedingtes Stück auf Einsiedeln und den Klosterplatz konzentriert. In 7/4 Stunden werden Fragen nach unserer Rolle im Leben und unserem Verhältnis zu Gott und seiner Schöpfung zur Diskussion gestellt. Warum lässt Gott der Allgütige seine Geschöpfe unglücklich werden? Ja, warum lässt Gott der Allgütige seine Geschöpfe unglücklich werden? Ist das auch eine Frage, die sich für Sie gestellt hat? Die Gottesfrage steht nicht im Zentrum jetzt unseres Stücks, unserer Inszenierung, aber sie ist natürlich präsent. Ich glaube, das muss man auch gar nicht performativ verstärken, weil das Barockkloster hat wirklich einen schönen Platz in unserer Inszenierung. Es macht nämlich einfach die Bühne. Das heißt, diese Referenz ist immer da. Wir haben uns den Fragen von Calderon gestellt. Und da ist die wesentlichste für uns, zu der wir immer wieder zurückgekehrt sind, welche Rolle ist deine Rolle? Quel papel ist tu papel? Und das ist eine so reiche, unangenehme wie entscheidende Frage für das Leben, dass sie uns wirklich 8 Jahre lang nicht ermüdet hat. Ja. Wir haben zuvor auch von der Belohnung gesprochen oder der Bestrafung, und das definiert ja teilweise in einem gewissen Verständnis eben auch diese eigene Rolle. Eben in Calderons Stück treten die Menschen auf, sie spielen ihre Rolle, werden dann bewertet. Das ist letztlich auch Himmel oder der Entscheid zwischen Himmel oder Hölle. Das ist ein Mechanismus, den kennen wir aus verschiedenen Religionen. Und mir gefällt da ganz besonders gut derjenige Mechanismus vom ägyptischen Totengericht. Dort wird das Herz des Verstorbenen genommen und gegen die Feder der Maat aufgewogen. Die Maat ist die Göttin der Gerechtigkeit. Und wenn nun das Herz des Verstorbenen schwerer ist als diese Feder der Maat, dann bedeutet das, der Verstorbene hat gegen das Ordnungsprinzip verstoßen. Was würden Sie denn sagen in einer Welt, wo Jenseitsvorstellungen und jüngstes Gericht und so weiter keine besonders große Rolle mehr spielen? Was ist dieses Ordnungsgericht, das über unser Leben wertet? Ich bin nicht sicher, dass diese Ordnungssysteme keine Wirkung mehr haben. Wir können sicher feststellen, dass die Institution der Kirchen, der katholischen, der Reformierten, der großen organisierten religiösen Gemeinschaften wächst. Wir sehen den Einfluss des christlichen Fundamentalismus in den USA massiv. Wir sehen auch diese Evangelikalisierung, sehen wir an vielen Orten. Ich wäre da sehr zurückhaltend. Wir sehen häufig auch, dass es autoritäre Systeme sind, wo ziemlich genau propagiert wird, welches das leichte und das schwere Herz ist. Es ist häufig die Homophobie, die sie vereint, auch etwas sehr Autoritäres. Wir müssten uns wahrscheinlich zuerst mal fragen, wie wir uns befreien von diesen Urteilssystemen und von diesen Systemen, die Menschen in die Unfreiheit bringen und auch die Institutionen kriminalisieren. Also ich meine, die Kirchen sind
verantwortlich für sehr viel Leid in dieser Welt. Und Leid, das sie angerichtet haben an den Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, sie legitimierten das auch durch die Hoheit über dieses Urteil, dass wir wissen, was ein gutes Leben ist und was ein rechtes Leben ist. Und ich glaube nicht, dass man das irgendeiner Institution überlassen sollte. Sondern? Ich bin eigentlich für eine deliberative Gesellschaft. Ich finde, wir sollten alle darüber etwas zu sagen haben, und zwar wirklich alle. Und möglichst viele Menschen in diese Fragen einschließen. Und wir sehen, das findet überhaupt nicht statt. Wir sehen, dass das immer exklusiver wird und dass der Großteil der Menschen gar nie an den Punkt kommen, um sich diese Frage überhaupt zu stellen, weil sie nämlich mit dem nackten Überleben beschäftigt sind. Und das ist ein Privileg, solche Fragen zu stellen. Natürlich, absolut. Und dann noch die Agency zu haben, noch darüber zu entscheiden, was dann ein gutes Leben ist. Und das hat uns beschäftigt in unserer Arbeit und nicht so sehr die Reetablierung irgendwelcher moralischen Vorstellungen über das gute Leben. Sie haben aber ursprünglich, das klingt jetzt alles so schlüssig, aber ursprünglich wollten Sie das Stück ja gar nicht schreiben. Sie haben schon 2007 die Anfrage erhalten, später noch einmal, haben es eigentlich immer wieder verworfen, weil Sie das Gefühl hatten, das Stück kann man eigentlich nicht mehr aufführen. Ja, ich jedenfalls nicht. Es wäre auch ein bisschen arrogant zu sagen, dass man das gar nicht mehr konnte. Ich hatte 2007 war es wirklich schon mal Thema und da hatte ich keine Idee. Mir hat auch dieser große Pinsel gefehlt im Werkzeugkasten, den man einfach braucht. Dieser Klosterplatz hat die Dimension von 7 Fußballfeldern und es gibt 500 Menschen und das verändert natürlich ein ganzes Dorf, das mitspielt. Absolut, genau. Und ich war damals gerade ein junger Vater geworden und da hatte ich andere Prioritäten. Und als mich Livio Andreina dann darauf, der Regisseur, aufmerksam gemacht hat, dass wieder ein Welttheater anstehe, ob ich mir das nicht vorstellen könne, dann habe ich schon mit großem Vorbehalt reagiert. Aber weil es Livio war, mit dem ich schon eine Arbeitsbeziehung verband, habe ich gedacht, okay, ich lese es nochmal. Und dann habe ich ziemlich viele Seiten geschrieben, warum man das nicht aufführen 24 kann. 24 an der Zahl. Ja, genau. Und damit haben wir uns dann beworben. Also Sie haben sich damit beworben, weshalb es eigentlich nicht aufführbar ist? Ja, weil das hat mich plötzlich sehr interessiert, dieses Trotzdem. Oder weil es gibt einfach eine performative Beweisführung. Und ich habe das auch gedacht jetzt bei diesem sehr schönen Beitrag, den Sie uns gezeigt haben. Man mag über Eichendorff und Calderón alles Mögliche sagen, aber es sind die Menschen in Einsiedeln, die seit 100 Jahren diese Riesenkiste auf diesen Klosterplatz stemmen. Und sie beweisen das immer wieder. Die Frage nach dem Warum ist nicht so entscheidend. Es ist eine sehr ursprüngliche Freude am Spiel und am Theaterspiel. Und das ist etwas, was wir zuerst erleben als Kind. Das Leben im Konjunktiv, dass wir konjunktivistische Lebewesen sind. Lebewesen in der Möglichkeit, dass man sich verwandeln kann. Die Kraft des Theaters. Und das ist... Ich kriege Goosebumps, Hühnerhaut. Hühnerhaut. Ja. Dann lassen Sie uns doch einen Blick in diese Kraft werfen. Wir haben Sehr Bilder gerne. von den Proben. Ein Bob, ein Kind, ein Herziges, ein 50er. Brauche ich nicht. Bekomme ich gratis. Im Stück wird es ernst. Die Figuren, die vor 100 Jahren ehrfürchtig ihre Rollen erfüllten, lässt Lukas Berfuß wieder aufleben. In der heutigen Welt mitspielen wollen sie aber nicht. Ersetzt werden sie durch eine einzige Figur, die der Emanuela, gespielt von 4 Frauen unterschiedlichen Alters. Emanuela wird reich, mächtig, arm, schön. Trotz Selbstbestimmung bleibt am Ende aber die Frage: Habe ich weise gehandelt? Es muss immer weitergehen. Das geht's auch. Sicher. Aber ja, es geht weiter. Ohne dich. Ich bin deine Welt. Und deine Welt verschwindet. Und in das Verschwinden
nimmt sie dich mit. Ja, also hier Bilder eben auch dieser Kraft, jetzt die Welt geht weiter, ohne dich wird hier gesagt. Spannend finde ich auch, gerade hinsichtlich auf die Frage, die wir hier verhandeln, was ist das gute Leben, was ist meine Rolle und so weiter, ist doch, wie gehen eigentlich Kinder mit solchen Fragen um und wie zum Beispiel 80-Jährige? Wie haben Sie das wahrgenommen? Gibt es auch generationenübergreifende Antworten? Ja, das ist, ich glaube, das ist das Wunder und auch der Zauber des Theaterspielens, dass diese Form etwas ist, die ist allen zugänglich. Und zwar wirklich allen. Wir haben nicht nur die Generationen, die verschiedenen, wir haben gesunde und nicht so gesunde, wir haben starke und ein bisschen schwächere, wir haben Männer und Frauen und wir haben wirklich eine ganze Gesellschaft, ein Abbild der Gesellschaft. Und diese Gesellschaft findet sich in diesem Theaterspiel. Und es gibt einen utopischen Aspekt daran, weil wir arbeiten an etwas, das niemand alleine kontrolliert im Theater. Und wir wissen häufig gar nicht mal, was es eigentlich ist, woran wir arbeiten. Wir haschen nach einer Schönheit, nach einem Moment. Wir versuchen, ein Bild herzustellen auf der Bühne. Aber wie genau dieses Bild aussehen sollte, das können wir nur erahnen. Und trotzdem arbeiten wir alle daran. Und ganz egalitär. Natürlich gibt es verschiedene Rollen. Es gibt die Rolle des Regisseurs, der als Kapitän eigentlich auf der Brücke stehen muss und die Segel setzen muss in die richtige Richtung. Aber es braucht alle. In jedem Augenblick braucht es alle. Und wenn jemand fehlt, dann kann das Spiel nicht stattfinden. Und wir müssen jemanden finden, der ihn ersetzt. Und wir haben das sehr deutlich erlebt. Wir haben Bruno Amrein, den Musiker, verloren im Januar auf eine tragische Weise. Und das Theater bleibt nicht auf der Bühne, das weitet sich ins Leben und das ist transformativ für diese Gesellschaft. Und wenn ich das noch hinzufügen kann, ja, bitte. Es ist modellhaft, weil das genau das ist, was in unserer Gesellschaft so fehlt. Also was genau dieser Zusammenhalt aufgrund einer Sache, die niemand alleine kontrolliert. Einfach aus der Freude am Spiel und am Zusammensein. Die Freude an der sozialen Interaktion. Und die ist sehr kostbar. Das ist spannend, weil wenn das so wie eine Parabel auch ist fürs Leben, welche Rolle spielt dann eigentlich das Publikum dabei? Ja, das Publikum ist die dritte Macht in diesem Spiel, mindestens die dritte Macht. Es gibt kein Theater ohne Publikum. Theater ist eine öffentliche Angelegenheit und man macht das, damit jemand es anschaut und reagiert darauf. Und man schreibt das Stück, man probt das Stück und denkt immer schon an die Zuschauerinnen und die Zuschauer. Und das war jetzt beim Welttheater eine sehr prägende Erfahrung durch die Pandemie, durch Corona, weil wir das Welttheater um 4 Jahre verschieben mussten und wir hatten schon eine Fassung, die ist eigentlich im Wesentlichen auch stehen geblieben. Die Grundanlage war dieselbe, aber die Resonanz in der Gesellschaft hat sich verändert. Das Publikum, wir alle haben uns verändert. Wenn wir nach der Pandemie über Krankheiten reden, ist das etwas anderes. Wenn wir nach dem 24. Februar und dem Einmarsch von Putin in der Ukraine über Krieg reden, ist das etwas anderes. Und mit dem 7. Oktober gerade noch einmal. Und deshalb ist dieser Resonanzkörper der Gesellschaft, macht das Theater. Und Sie haben etwas entschieden, und zwar beginnen Sie das Stück damit, dass das Welttheater eigentlich abgesagt wird. Dann gibt es aber 2 Kinder, die sozusagen revoltieren, trotzdem spielen. Die ganzen allegorischen Figuren, die es bei Calderón gibt, haben Sie in dem Sinne nicht mehr auf dieselbe Weise reingenommen, sondern es gibt eine Person, die im Zentrum steht, das ist eine Frau. Warum? Es schien mir richtig so. Das Warum ist eine religiöse Frage, glaube ich, auch eine spirituelle Frage. Es ist nicht so sehr die Frage der Kunst, obwohl sich mir das Warum natürlich auch stellt. Und ich stehe jetzt häufig auf den Proben und sehe, was dort geschieht auf der Bühne. Und ich stelle mir die Frage, warum geschehen diese Dinge so? Wenn ich es mache, wenn ich es schreibe, dann frage ich mich nach dem Wie. Wie geschehen diese Dinge und wie müssen sie geschehen auf dieser Bühne, auf dieser riesigen, mit dieser Anzahl von Schauspielerinnen, dass performativ etwas
etwas geschieht. Die Geschichte dieser Frau, dieses Mädchens, ja eigentlich, es sind die Kinder, die das Spiel wieder verlangen, weil die alten Figuren resigniert haben und nicht mehr an das Theater glauben. Aber die Kinder, die glauben noch daran, die glauben auch an die Zukunft und die glauben an die Gestaltungskraft und reklamieren das Spiel. Und die Kinder in der Revolte und die Frau in der Revolte, das muss man, glaube ich, nicht erklären, wie aktuell und wie brisant das ist. Nein, das muss man nicht. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist, inwiefern das religiös oder spirituell ist. Weil vielleicht kann man das ja auch verbinden. Sie kommen ja aus einem reformierten Haushalt ursprünglich. Sie sagen in einem Interview, es herrscht dort eine starke Volksfrömmigkeit. Es gab auch Vorbehalte gegen Hierarchien. Und das fand ich dann besonders interessant, dass Sie dann aber an einen Ort kommen, der unheimlich katholisch ist, barock. Ja. Das heißt, sehr klare Hierarchien, ganz klare Strukturen. Ja, sehr fremd für mich. Ich verstehe das bis heute nicht. Fronleichnam, was ja eigentlich das Spiel ist zum Autos Sacramental, zum Welttheater, das kann ich nachlesen, was es bedeutet, aber ich kann das... Verstehen tut man es nicht. Ich kann es nicht nur nicht verstehen, genau, ich habe keinen Zugang dazu. Das bleibt wirklich etwas, das ich aus einer großen Distanz betrachte, auch mit Bewunderung, Verwunderung und Erstaunen darüber, was eine sehr tolle Haltung ist für ein Kunstwerk. Diese Distanz ist sehr produktiv. Meine eigene religiöse Sozialisierung war doch einigermaßen unsystematisch und chaotisch. Sie haben das jetzt eigentlich sehr zu meinem Vorteil zusammengefasst, aber es war ohne... Wie würde es anders klingen aus Ihrem Ja, einfach das reine Chaos. Also die freikirchlichen Strukturen im Berner Oberland, die sind total arbiträr und radikal und obskurantistisch und sektiererisch. Meine Kernfamilie hatte immer eine ziemliche Distanz dazu, was nicht bedeutet, dass es diese Volksfrömmigkeit nicht gegeben hätte. Die gab es sehr stark. Aber die war nicht gebunden an irgendeine eine konkrete Heilssituation oder an einen Weg, den man gehen musste. Die große Gegnerin war eigentlich die Staatskirche, die reformierte Kirche. Und, ich bin nie ausgetreten aus der Kirche, aber ich bin zum Beispiel nicht konfirmiert, weil ich irgendwann mal in der Schule gesehen habe, dass das fakultativ sei. Und mein Freiheitsdrang war dann einfach zu groß, um diesen kirchlichen Unterricht zu besuchen. Ich habe immer sehr viele Mystikerinnen gelesen, Simone Weil, Therese von Avila, ich habe Stücke darüber geschrieben. Die Kunst und unsere Geschichte ist imprägniert davon und alleine, um mich zu orientieren, wollte ich diese Texte kennen. Aber trotzdem sagen Sie, ich weiß nicht, was Glauben bedeutet. Nein, ich habe kein Talent. Ich weiß nicht, ich kann nicht. Was fehlt Ihnen da genau? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch jemand etwas zusätzlich. Ich glaube, ich habe keine Sehnsucht nach der Aufhebung eines letzten Widerspruches. Oder ich finde meinen Trost an anderer Stelle. Oder ich glaube auch... Zum Beispiel, wo finden Sie den Trost? Ich finde zum Beispiel auch Trost im Hohelied. Salomons. Und ich glaube, Kohelet und der Prediger ist eine große Quelle des Trostes. Aber ich verstehe das alles nicht eschatologisch, nicht anhand der ersten und der letzten Dinge, sondern durch die performative Kraft dieser Dichtung. Und durch das Singen, durch den Gesang finde ich zum Beispiel auch Trost, durch das Theater, durch das Teilen, durch meine Freude, durch alle diese Dinge, die sehr ursprünglich und ursächlich sind. Können Sie mir jetzt noch die Frage beantworten, inwiefern diese Entscheidung für die Frau, primär das Mädchen, inwiefern das eine religiöse Entscheidung oder eine spirituelle Entscheidung war? Sie haben das in etwa so formuliert. Da müsste ich noch mal darüber nachdenken. Es war vor allem eine theatrale und eine Situation. Ich möchte so wenig erfinden wie möglich für ein Theaterstück. Weil alles, was ich erfinde und was ich behaupten muss, kann durch das Publikum bestritten werden. Und wenn das Publikum etwas bestreitet, dann muss ich damit rechnen, dass es 100 und in diesem Fall 2000 verschiedene Ansichten zu einer Sache gibt. Was ich will, sind die Tatsachen.
Und eine der Tatsachen ist, dass die Kinder immer Recht haben, einfach durch die Tatsache, dass sie länger leben. Und sie werden sich dieser Welt Im nehmen. Idealfall. Genau. Ja, genau, aber es gibt auch eine Regeneration, nicht wahr? Die Regeneration bedeutet, dass die neuen Generationen kommen. Und das ist etwas, das kann man nicht diskutieren, das ist so. Und das andere ist, dass der Mensch in der Revolte im Konflikt, und das Theater geht um Revolte und um Konflikt, ist viel eher eine Frau als ein Mann in unserer Zeit. Sie haben jetzt gesagt, nichts erfinden. Schauen wir doch noch ein bisschen auch auf Ihre Biografie, weil mich interessiert, was sozusagen anschließend zu dem, was wir zu Beginn gesprochen haben, was Sie eigentlich für ein Bild eines guten Lebens haben und wie Ihre Biografie dieses Bild geprägt hat. Ihre Mutter arbeitete als ungelernte Kraft in diversen Jobs. Der Vater saß jahrelang im Gefängnis wegen Vermögensdelikten. Sie haben von ihm eine Kiste geerbt. Sie schreiben über diese beiden Dinge auch in diesen Büchern, die Krume Brot und eben über den Vater hier, Vaters Kiste, das Erbe von ihm, rein Schulden, das haben Sie abgelehnt. Wie würden Sie sagen, hat Sie diese Armut, auch vielleicht die soziale Marginalisierung geprägt in Bezug auf die Frage, was denn eigentlich ein gutes Leben sei? Entscheidend. Ich hatte eigentlich immer das Negativbeispiel, und zwar nicht theoretisch. Und ich brauchte keine Hollywood-Filme. Und ich musste auch nichts lesen. Ich hatte es vor den Augen, ich hatte es in der Nase, ich habe es gerochen, ich habe es gefühlt, ich habe es gesehen, immer. Und ich wollte da weg. Ich wollte ein gutes Leben. Und ich wusste irgendwann mal sehr deutlich, was es ist, ein gutes Leben. Die Freude. Die Freude ist nach Schiller der Götterfunken. Die Freude daran, an allem. Ich wollte mein Leben in der Freude am Dasein wollte ich verbringen und nicht mit Schulden und nicht mit Drogen und nicht mit Auseinandersetzung mit den Konkursämtern, und ich wollte einfach nicht in diese Strukturen. Also aber immer in der Negativfolie eigentlich. Ja, genau. Aber das hat bei mir natürlich auch bedeutet, dass ich Abschied nehmen musste von vielen Dingen, auch von vielen Beziehungen. Es war dann irgendwann mal nicht mehr möglich, mit einem Teil meiner Familie einen Umgang zu pflegen. Ich musste auch aus diesen kriminellen Strukturen hinaus. Und das war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass mir das gelingt, weil es war ja nicht nur eine individuelle Situation meiner Familie, sondern es gab ja auch eine gesellschaftliche Situation. Und man wird nicht zum reichsten Land des Universums ohne Grund. Und der Kampf und wirklich die ständigen das Drangsalieren der Armen und der marginalisierten Menschen in diesem Land, das habe ich gesehen in meiner Kindheit, wie die Behörden gegen meine Familie vorgegangen sind, wo es die Geschichte der Verdingung gibt und wo es die Geschichte gibt der Fahrenden, und das wollte ich alles nicht. Das ist ja auch eine unheimliche Kraft, die man da als Individuum aufbringen muss, um sich davon zu emanzipieren. Man weiß ja sozusagen, auch Armut wird wirklich vererbt. Also Sie haben einen Weg daraus gefunden. Wie würden Sie sagen, wie sieht diese Emanzipierungsgeschichte bei Ihnen genau aus? Gibt es da einen springenden Punkt dafür? Also sie ist noch nicht zu Ende und sie wird auch nie zu Ende sein. Und ich komme in einer gewissen Hinsicht auch nie da raus. Ich werde immer wieder darauf zurückgeworfen. Und das ist Eben, auch und verarbeiten es ja auch. Absolut, weil das ist natürlich auch meine ganz spezifische Erfahrung. Und da ich, das klingt jetzt fast ein bisschen pathetisch, aber es stimmt eigentlich, ein Überlebender bin dieser Zustände, kann ich auch davon berichten. Also ich bin ein Zeuge einer gesellschaftlichen Realität, von der die wenigsten berichten können. Und das gibt mir natürlich eine Aufgabe, und deshalb mache ich es auch nicht nur für mich alleine. Und deshalb führt es mich auch immer wieder dorthin zurück. Also Sie sagen, ein Überlebender. Mit 15 mussten Sie für sich selber sorgen, haben Sie gesagt. Sie sagen in einem Interview auch, ich habe auf der Straße gelebt, bin seither nie vollständig sesshaft geworden, immer unterwegs. Früher war ich oft in Bibliotheken, dort war es trocken, warm und frei von Polizisten. Ja, genau. Ja. Das waren meine Schutzräume, die Bibliotheken, die Bücher und die Bibliotheken. Das ist so.
Man sieht sehr wenige Strafverfolgungsbehörden in öffentlichen Bibliotheken. Und deshalb sind öffentliche Bibliotheken Orte des Friedens und der sozialen Stabilität. Und ich war gerade in Waldshut, in Süddeutschland, und dort gibt es eine Open Library. Und dort haben sie ihre Bibliothek als sozialen Raum definiert, mit langen Öffnungszeiten. Man kann da ab 6 Uhr früh bis abends spät kann man dorthin, weil wenn man aus einer schwierigen sozialen Situation kommt, hat man keine Schutzräume. Und das Zuhause ist ein gefährlicher Ort. Und deshalb ist das absolut entscheidend. Und die Bibliotheken haben mich gerettet, unbedingt. Spannend, oder? Solche öffentliche Räume, die dann für solche Menschen unglaublich zentral werden. Kirchen sind ja auch solche Räume. Absolut. Das ist die große Tragödie, dass wir... Ich bin nicht ohne Grund nie aus der Kirche ausgetreten, weil ich daran glaube, dass wir Institutionen brauchen, dass wir auch die Macht der Institutionen brauchen. Nur leider sind die Institutionen in einem autophagischen Prozess, hat man manchmal das Gefühl. Sie lösen sich von innen her auf und geben diese Sammlung der Kräfte, das können sie gar nicht mehr machen. Und es gibt immer noch wahnsinnig viele Menschen, die sich engagieren in diesen Kirchen und die wichtige karitative Arbeit machen und die eine große soziale Funktion haben. Und die ideologische Rahmung ist verdorben und die Verbrechen sind einfach namenlos. Ja. Aber das kann uns alles nicht freuen. Ja. Also ich bin weit davon entfernt, eine Schadenfreude gegenüber irgendeiner Kirche zu entwickeln. Gerade aus diesem Grund. Etwas, das mir noch nachhängt jetzt mit der Formulierung, dass Sie ein Überlebender sind. Sie haben ja, und wir haben gesagt, Sie schreiben auch immer wieder autobiografisch, unter anderem eben in diesem Buch hier, Koala, wo Sie über Ihren Bruder schreiben, beziehungsweise den Suizid Ihres Bruders. Das heißt, er kommt aus demselben Milieu und für ihn war das offenbar nicht tragbar, denn jedenfalls er hat das nicht überleben können. Ja, das ist sehr gefährlich, weil das stimmt natürlich, aber ich kenne die Kausalität nicht. Und Suizid ist letzten Endes, ob wir das wollen oder nicht, ein Akt der Freiheit. Und er hat das für sich in Anspruch genommen. Ich würde nie behaupten oder eine Psychologie entwickeln, die seine Herkunft und seine Probleme in einen direkten Zusammenhang jetzt mit seinem Suizid bringen würden. Das wäre unredlich. Das hätte ich kein Recht dazu. Aber das Leben ist in den unteren Einkommensschichten einfach gefährlicher als bei den oberen. Und man wird weniger alt und man stirbt früher. Und die Untersuchungen, wie stark Armut auf die Gesundheit schlägt, das ist so. Und das Beste habe ich gerade neulich gelesen, die beste sozialpolitische Maßnahme zur Erhöhung der Lebenserwartung gerade von Frauen ist das Verteilen von Cash. Dass man flüssig ist, dass man die unmittelbaren, kurzfristigen Verpflichtungen regeln kann. Das ist der absolute Terror, wenn man das nicht kann, wenn man eine Rechnung nicht bezahlen kann und sei sie auch nur 120 Franken, muss man zum Betreibungsbüro. Und das terrorisiert viel zu viele Menschen und wäre überhaupt nicht notwendig. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann merke ich auch, dass Sie eben ganz stark diese Themen, die Sie politisch, gesellschaftlich beschäftigen, aus einer Position auch bedenken, wo Sie, glaube ich, für sich das Verständnis haben, dass Sie privilegiert sind und deshalb auch darauf aufmerksam machen müssen. Und gleichzeitig aber haben Sie ja eben Ihre Biografie im Rucksack und schreiben darüber. Und ich finde das eine interessante Verquickung, weil ich mich dann gefragt habe, was gibt Ihnen eigentlich das Schreiben? Macht Sie das Schreiben auch resilienter? Resilienz ist eigentlich ein Begriff aus der Materialtechnik und beschreibt die Fähigkeit, irgendeines Materials in den Ursprungszustand zurückzugeben. Die Widerstandsfähigkeit. Ja, aber es gibt die Frage der Elastizität ist verbunden mit der Resilienz.
ich weiß nicht, wie elastisch mich das Schreiben macht. Ich bin nicht so sicher. Was es sicher tut, es diszipliniert mich. Und ich bin sehr der Disziplin sehr zugewandt. Ich finde, Disziplin ist etwas sehr Befreiendes im Sinne von, dass man sein eigener Zögling ist, dass man zu sich selbst schaut als etwas, worum man sich zu kümmern hat. Und das macht das Schreiben ganz unbedingt. Und zwar einfach durch die Zeit, die es in Anspruch nimmt. Schreiben ist immer noch die größte Herausforderung, die ich in meinem Leben gefunden habe. Einen geraden Satz zu schreiben, ist wirklich eine Aufgabe. Und dann viele schöne, gute, gerade Sätze aneinander zu hängen und sie noch fehlerfrei zu drucken, ist wirklich eine große Aufgabe, die eine Regelmäßigkeit, eine Fokussierung, eine Disziplin erfordert, die einem von vielen anderen Dingen bewahrt. Also Sie arbeiten konstant an sich selbst und schleifen an sich selbst, indem Sie schreiben? Nur an meinen Sätzen. Ich bin nicht in diesem Selbstoptimierungswahn. Ich habe viele Schwächen und ich mag sie nicht besonders, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich selber perfektionieren muss. Ich glaube, das Leben ist zu kurz dafür. Ich nehme mich nicht sehr ernst, muss ich sagen. Was ich allerdings sehr ernst nehme, ist meine Literatur und meine Arbeit. Und das ist auch etwas, was ich teilen kann. Mich selbst kann ich nicht teilen. Oder nur sehr beschränkt. Ich kann, gerade im Augenblick kann ich meinen Augenblick teilen. Aber das, was wirklich eine große Verbreitung hat, ist meine Literatur. Und an der arbeite ich und die möchte ich so gut wie möglich hinkriegen. Ja, und an die glauben Sie offenbar auch. Und das finde ich insofern spannend, weil in etwa einem Jahr war der französische Neurologe und Psychiater Boris Cyrulnik hier zu Gast in der Sternstunde. Er hat seine Eltern verloren aufgrund der Nazis. Er ist mit 6 Jahren auch wirklich dem Tod entflohen, konnte sich verstecken. Und er sagte in der Sendung, dass es Philosophie und Kunst Schriftsteller seien, die ihm die Sprache wiedergegeben haben. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was würde denn Lukas Berfuss sagen, was ist es denn eigentlich an der Literatur, dass diese Kraft hat, an die man glauben kann, die eben auch resilienter macht, weil er ist einer der bekanntesten Resilienzforscher heutzutage? Das ist auch die Frage wieder nach dem Warum. Ich sehe vor allem, wie es wirkt. Ich sehe, was geschieht, wenn Menschen lesen. Aber Sie haben keine Antwort darauf, weshalb ich glaube, das ist so multiperspektivisch. Ich glaube, der soziale Charakter daran ist etwas sehr, sehr Wesentliches, etwas sehr Gesundes, gerade am Theater. Der Austausch über das Fundamentalste, was wir haben als Menschen. Und das ist die Sprache. Die Einsicht darüber, dass Sprache nichts Definiertes ist, dass wir sie formen und dass wir sie durch die Benutzung auch gestalten. Die Einsicht auch, dass man durch Erzählungen geschädigt werden kann und dass man das Recht und die Möglichkeit hat auf eine eigene Erzählung, auf Agency heißt das Neudeutsch, dass man sieht, dass Sprache missbraucht wird für Propaganda und dass wir in unserer Zeit in einer ständigen Propaganda sind, in einer wirtschaftlichen, religiösen und politischen, dass man sich orientieren kann. Ich glaube, das war das Wesentliche für mich. Mich hat die Literatur, die Bücher, das Schreiben, die Sprache orientiert in der Gesellschaft, in der ich lebe und habe mir deshalb auch erlaubt, einigen Gefahren auszuweichen, habe mir auch gezeigt, dass es andere Menschen gibt, die dasselbe tun und habe mir einfach eine Aufgabe gegeben. Ja. Und das zeigt aber auch, wie wichtig das ist, zu fragen, welche Erzählungen geben wir eigentlich den kommenden Generationen weiter, dieser sogenannte auch Literaturkanon, wenn wir jetzt davon gesprochen haben, ob ein Buch oder eine Geschichte oder ein Theaterstück veraltet ist. Was haben Sie Ihren Kindern damals vorgelesen? Was haben Sie ihnen weitergegeben? Quer durch den Gemüsegarten natürlich, was gerade da war, von Comics bis
Cres Deckort, was die biblische Erziehung betrifft. Und ich erinnere mich an einen Sommer, da habe ich ja Charles Dickens, Oliver Twist vorlesen wollen. Und dann kommt dieser Fagin vor. Und das ist der Bösewicht in diesem Buch. Und das ist so ein antisemitisches Zerrbild, dass ich hatte mich nicht mehr daran erinnert, wie schlimm diese Figur ist. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege das Buch weg oder ich suche das einigermaßen komplizierte Gespräch mit meinen Kindern. Und Sie können sich vorstellen, dass ich das Gespräch gesucht habe. Und dieses Gespräch über die Literatur und das Gespräch über die Erzählungen, die wir alle haben, das ist das Entscheidende. Es ist nicht so entscheidend, welche Bücher wir im Kanon haben, sondern dass wir uns möglichst pluralistisch darüber austauschen, welche Erzählungen für uns wichtig sind. Und wir brauchen, ich weiß es, wir brauchen eine Bildungsreform und wir müssen sehr viel mehr über unsere Erzählungen nachdenken und darüber reden. Und in Einsiedeln tun wir genau das. Das ist auch das Fantastische. Man spricht mit 200 Menschen über Silben und über Sprache und über Erzählungen. Lassen Sie verrückt. Es ist sehr schön, dass wir jetzt wieder auf der Theaterbühne angekommen sind. Wir sind nämlich auch am Schluss des Gesprächs. Eine ganz kurze letzte Frage und Antwort. Im Theater geht es immer bei den Rollen darum, wie sie denn eigentlich von der Bühne gehen. Und hat da Lukas Berfuß eine Vorstellung für sich selber, wie er von der Weltbühne abgehen möchte? Dass man sich darauf freuen würde, wenn ich wieder auftreten würde. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Berfuß. Ich habe zu danken, Frau Oehlin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was macht für euch ein gutes Leben aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier drüben findet ihr übrigens die Sendung mit Abt Muho und hier eine mit dem Psychiater und Resilienzforscher Boris Cyrulnik.